Flünken für de Seel heißt ein Buch mit ganz vielen plattdeutschen Geschichten aus unserer Umgebung. Und ich habe zwei echte plattdeutsche Expertinnen bei mir zu Gast. Eine Kollegin, eine liebe Kollegin, Benita Brunnert, Schauspielerin, Moderatorin, Sprecherin und auch mal bei Nova 4 tätig gewesen. Benita, schönen guten Abend, schön, dass du hier bist. Und Gesche Scheller ist mit dabei vom Quickborn Verlag, dem Verlag für die plattdeutschen Bucherscheinungen. Und Sie haben Flünken für de Seel auch herausgebracht. Schönen guten Abend, schön, dass Sie hier sind. Liebe Frau Scheller, Flünken für de Seel, Flügel für die Seele, worum geht es in diesen plattdeutschen Geschichten und vor allen Dingen auch von wem sind die unter anderem? Also da sind 10 Autorinnen versammelt, unter anderem Benita Brunnert mit 3 Geschichten. Es sind ganz unterschiedliche Themen. Man kann also nicht nur sagen, das ist alles lustig da drin oder alles spannend. Es sind sind auch 1, 2, 3 Gedichte drin zu finden. Also es ist eine gute Mischung von 10 Autorinnen. Wie populär ist das Plattdeutsch noch, gerade auch was die Bucherscheinung betrifft? Also wir machen seit vielen Jahren immer zwischen 15 und 18 neue Bücher und CDs im Jahr. Das ist so geblieben. Wir merken nicht, dass es weniger wird mit dem Niederdeutschen. Man merkt nur, dass es sich verändert. Und das ist ja auch in Ordnung. Eine Sprache verändert sich eben auch. Aber der Zuspruch ist nach wie vor sehr groß. Benita, wie bist du damals zum Plattdeutschen gekommen? Übers Theater, über deine Eltern? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. Ich habe immer irgendwie Plattdeutsch auf die Ohren bekommen. Also man hat mich nicht Plattdeutsch grautrocken, das nicht. Aber Oma hat immer mal ein paar plattdeutsche Würsten gesagt. Und ja, jechens waren habe ich mal angefangen, Theater zu spielen. Und ein Christa Heisebad hat immer zu mir gesagt, blieb du bi, das Licht die. Und eigens bin ich mit Plattdeutsch immer belohnt worden. Erst hätte er mal ein Bonsche extra gegeben, wenn du ein paar Plattdeutsch schnackst. Und oder wäre das nicht ein Bonsche, dann wäre das mal ein Köhm, oder? Ja. Und jetzt ist auch mal ein Euro dabei. Und jetzt ist auch mal ein Euro dabei, genau. Und das ist das mein Job. Worum geht es in deinen Kurzgeschichten, die du geschrieben hast in dem Buch? Naja, ich habe mir gedacht, Flünken für die See, das klingt so nach heile Welt und alles ist schön. Und Plattdeutsch hat ja auch so diesen Stempel drauf, dass alles gut ist. Und ich wollte zeigen, dass Plattdeutsch eben nicht immer nur schön und heile Welt ist, sondern dass wir genauso über ernsthafte und schlimme Themen sprechen können und auch das formulieren können. Und darum geht es bei mir um Mord, um Gewalt und um Trauerbewältigung. Okay, also durchaus ernste. Ja, durchaus ernste Themen. Magst du einmal nicht aus deinen Geschichten vorlesen? Du hast gesagt, nee, meine würde ich gar nicht so gerne in den Vordergrund stellen, sondern du hast eine Kollegin, glaube ich, dir ausgesucht, mit einem kleinen Gedicht. Was hören wir? Was dürfen wir hören? Heimat oder Heimut von Carina Darwert. Und da sehen wir eben, das ist auch nur ein kleiner Auszug aus ihrem Gedicht, dass es aber auch sehr poetisch sein kann. Der Manteau. Heimut. Ich bin an viele Orten reist ob diese Ehe. Man komm ich trüch, voll ich jed mal wieder, mit en Moin ob die Lippen, dat mehr secht als 1000 Wör, dat ich nipp und nau Todi hör. Flünken für die Seel. Frau Scheller, warum der Titel Flünken für die Seel? Flügel für die Seele. Für die Seele. Also der Titel ist mir mal nachts eingefallen, weil ich natürlich drüber nachgedacht habe, wie kann man solch ein Buch nennen. Und dann kam das quasi angeflogen und ich habe gesagt, das nehmen wir. Habe das dann mit meinem Mann besprochen und habe den Autoren das auch dann mitgeteilt und es kam eigentlich nur ein positives Echo. Ja, und dann haben wir es so gelassen. Und ich glaube wirklich, dass da auch ganz viel drin ist in diesem Buch. Da ist wirklich, das zeigt die Bandbreite, dass man im Niederdeutschen über alles sprechen kann. Und ja. Wer das mal hören möchte, hat die Gelegenheit dazu am Mittwoch, den 27. August. Da liest unter anderem die liebe Benita auch vor aus dem Buch. Wo genau, wann geht's los? Zusammen mit Petra Wede am 27. August, hast du schon gesagt, im Lichtwachsaal. 18 Uhr. Lichtwachsaal in der Neanderstraße. Also tolle Atmosphäre auch. Was bedeuten dir solche Lesungen? Machst du sowas häufiger? Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Also ich stehe ja nun sowieso bekanntermaßen ganz gerne auf der Bühne. Aber Lesungen, das finde ich ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Und ich darf Evelyn Hamann zitieren, eine Lesung ist für mich immer auch ein Theaterstück auf dem Stuhl. Ja. Das heißt, wenn man
ja wirklich mit den Menschen gemeinsam diese Geschichten erleben kann und mit Leben füllen kann. Ja. Und das geht mit einer Lesung eben auch sehr, sehr gut. Frau Scheller, ich habe kurz oder vor ein paar Wochen mal mit einem Theater hier aus Norderstedt gesprochen. Die sagten mir, dass sie ihre Stücke jetzt ein wenig umgestaltet haben. Da wird neben der plattdeutschen Sprache wird es auch Rollen geben mit hochdeutscher Sprache, weil die Zuschauer das sonst nicht mehr verstehen würden, weil weniger Gäste kommen würden. Können Sie diese Einstellung nachvollziehen? Können Sie das auch befürworten? Also aus meiner Sicht nicht, aber ich mache natürlich kein Theater, das kann ich nicht beurteilen. Wir bemerken das nicht. Also es hat Zeiten gegeben, da wurde angefragt, ob man ein Buch machen könnte, eine niederdeutsche Geschichte und dann übersetzt ins Hochdeutsche. Ja. Das haben wir nie befürwortet, weil wir ein plattdeutscher Verlag sind und das schon seit vielen Jahrzehnten so machen und auch nicht die Erfahrung haben, dass es nicht mehr verstanden wird. Ja. Es wächst eine neue Generation nach, die sehr engagiert sind. Die Sprache verändert sich aber, das ist in der Tat so. Aber damit haben wir auch kein Problem. Sehr gut. Und Sie haben gesagt, wir verlosen gerne Flünken für die Seele. 2 Exemplare. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, uns eine E-Mail zu schreiben an gewinnspiel@noah4.de mit dem Stichwort Flünken für die Seele und schreiben uns einfach, warum gerade Sie vielleicht dieses Buch gewinnen sollten. Einsendeschluss ist dann der kommende Montag, der 18. August. Liebe Frau Scheller, Benita Brunert, vielen Dank für den Besuch bei uns hier im Noah 4 Studio und toi, toi, toi mit der plattdeutschen Sprache. Schön, dass Sie hier sind und bei uns geht es jetzt gleich sportlich weiter.